Der Fohlenhof Kampel in der Steiermark. Die Fohlen dieser Herde sollen heute von ihren Müttern getrennt werden. Bisher waren die Jungen noch keine Minute ohne sie. Das ist immer so eine Überraschung für die Fohlen, die wissen das noch nicht, wie auch immer, wir wissen es. Aber die Stuten, die Älteren, spüren das schon, dass heute etwas Besonderes ist. Man sieht, sie sind ein bisschen unruhiger, aufmerksamer. Ihre Fohlen werden jetzt nach einem halben Jahr von ihnen getrennt. In der Natur wären sie meist einige Monate länger bei ihnen. Eine schwierige Aufgabe für das ganze Team, denn die Tiere könnten sich im schlimmsten Fall verletzen. Jetzt ist der Stressfaktor, wenn die Stuten jetzt rausgehen vom Stall. Das ist das Einzige. Die Stuten rufen die Fohlen rufen die Stuten. Das ist natürlich immer ein Stressfaktor und darum ist es ganz wichtig, dass einfach das Personal, was ständig bei den Fohlen ist, bei den Fohlen dabei ist, weil da kennen sie die Stimme, das bringt einfach Ruhe rein. Ich muss noch herkommen, bitte. Das geht so nicht. Ob es klappt, dass die Tiere dabei ruhig bleiben? Aussehen, immer. Schub, schub, schub. Immer, hopp, hopp. Hopp, hopp. Stefan, aussehen. Super. So, alles gut. Perfekt, ich bleib da bitte stehen jetzt. So. Ja. Danke, Erwin. Ja, alles gut. Danke. Ja. Das ist jetzt ein ganz normales Verhalten. Und das dauert jetzt je nachdem, solange die Mütter hören oder riechen, wird sich dieses Phänomen da nicht abändern. Deshalb haben sie die Mütter in ein anderes Gestüt gebracht. Wie haben sie die Trennung überstanden? Der Gestütsleiter Erwin Movia will wissen, ob alles geklappt hat. Den Stuten geht es sehr gut. Vereinzelt rufen sie noch, die Fohlen. Die Stuten produzieren immer noch Milch. Deshalb bekommen sie Desinfektionsmittel auf ihre Euter. Sonst könnten die sich entzünden. Tierschützer kritisieren die plötzliche Fohlentrennung. Bei den Fohlen könnten sich im schlimmsten Fall Verhaltensstörungen entwickeln. Der Gestütsleiter sieht aber kein Problem. Wir unterstützen ja eigentlich nur die Natur. Das heißt, wir begrenzen das mit einem Datum. In der Natur saugte das Fohlen auch nicht 3 Jahre bei der Mutter. Auch in der Natur komme es vor, dass Fohlen abrupt vertrieben werden. Ablenkung hilft. Das Trauern der Fohlen wird jetzt intensiv genutzt, um aus ihnen später Hochleistungspferde zu machen. Wir übernehmen jetzt quasi die Leitfunktion für die Fohlen, also anstatt der Mama, die Vorbildsrolle so auf die Art. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, eben die Phase, wo die Fohlen lernen und wieder geprägt werden auf den Menschen und eben zum Menschen zum Kommen. Damit wird der Grundstein für die besonderen Leistungen der Lipizzaner-Hengste gelegt. Schon jetzt zeigt sich, wer Potenzial für die spanische Hofreitschule hat, nämlich besonders die Fohlen, die die Gruppe anführen.